Ja, Jud Lamed Peretz School hat sich eröffnet in, dachte ich mir, in 1948. Die Schule ist gewesen, versteht sich schon unter der kommunistischen Regierung, haben die jüdische Lehrer, die Gehille, gekannt aufmachen zwei solche Schulen. Eine ist gewesen in Wroclaw und der andere ist gewesen in Lodz. Und dachte mir, als Lodz hat gehabt die größere. Bechlal, Lodz ist nicht gewesen so zerstört wie Warschau und versteht sich, ist die, die haben übergelebt den Krieg, sei in Polen und sei in Russland, haben sich meistens versammelt in Lodz nach der Mohammed. Ist Lodz geworden ein genug großes Zentrum für Jiddisch Redner zu können aufmachen als eine Schule. Und die Schule ist geworden mamisch also wie ein Stück, ich wollte gesagt, Stück Falmel, Lodz Polen und Warschauer Polen, was dort hat man gelernt Jiddisch, oder man hat euch gelernt, so sozialistischen, wie man sagt, ideologischen Hinuch. Und sie gewähnen mit so viel Liebschaft und sie ist herumgenommen mit so viel Nostalgie und guten Willen. Als bis zum heutigen Tag sind die Schüler, die sind heraus von der Schule, herum der ganzen Welt, schreiben sich zusammen, treffen sich zusammen. Es gibt ein dokumentarer Film wegen der Schule. Ich weiß nicht, ihr habt es mit in euer Archiv in Amherst. Das ist gewesen, bei ihm ist ein Heim, wo man gefühlt, dass das jüdische Leben lebt und es ist reich und stark. Leider, bislang weiß, sind die Schüler ungeheuer emigrieren. Kein Kanada, Amerika, Australien, Israel. Und sie haben sich, versteht sich, zerlost über der Welt. Aber es ist gewesen auch eine Zeit, wenn die russischen Kinder sind zurückgekommen von Russland. Es hat geheißen, die Repatriatie von den russischen, einmal polnischen Bürger. Und in die Mitte 50er Jahren, nach Stalins Tod, plötzlich ist gekommen wieder ein Einfluss von russisch redenden Kindern. Und das ist gewesen euch sehr von mir interessant, also ich habe lernen Russisch bei sei und sie haben gehabt andere Geschichten und meistens zu der Zeilen. Es ist gewesen eine sehr reiche, sehr warme Erfahrung und die Lehrer sind gewesen sehr übergegebene Lehrer. Und dort hat man ungeheuer lernen Jiddisch. Aber es ist gewesen Jiddisch ohne keine Verbindung mit religiösem Menhigim oder Religioskeit. Es ist gewesen ein bisschen, wie man sagt, nicht im Ganzen also wie traditionell. Und eine Sache von der Geschichte, von der jüdischen Geschichte und von der jüdischen Jontoivim und dem Menhigim, habe ich erst gelernt in Australien.